Wir diskutieren heute das Projekt AD6092, wo ich dem Kollegen Marc Angel will merci sagen für sein Rapport, ein Projekt, den zwei Wollen hat, eben Punkt, wo wir den Code de Travail ändern, was die Egalität von den Gehältern zwischen Mann und Frau überlegt, dann zweite Wolle die Quoten erfeiert bei den Kandidatenlisten für Chamber- und Europaparlamentswahlen. Bei den Chamberwahlen 40% müssen von all Sex vertreten sein, aber in den Europawahlen 50%. Die Partei, die den Prozentsatz nicht respektiert, kriegt am Kader von der Parteienfinanzierung die den Montonen gekürzt. Ich will mich am Anfang vertieft mit dem zweiten Volley, nämlich was Quoten anbelangt, befassen. Da der war noch immer gegen Quoten, aber wir haben dadurch Alkeiers an unseren Wahlprogrammen stehen. So am Wahlprogramm 2013, da der schwätzt sich für einen fairen politischen Wettbewerb aus, allein dürfen all Art von Quoten oder andere Einschränkungen vom freien Wählerwillen auf. Wir auch an der ADR und der ADR fragen sich immer klar gegen eine Quotenregelung ausgeschwart. So wird nach dem 30. September 2015 der ADR Frage geschrieben, da der Frage schwätzen sich ausdrücklich gegen Quoten aus, sieht das an der Politik oder am Beruf. Die persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen allein sollten Kriterien für die Auswahl und Beförderung sein. Quote gegen das Prinzip für gleiche Rechte, von den Grundprinzipien der Demokratie. Für eine gerechte Behandlung zu garantieren, sind da die Fragen gegen Diskrimination von einer Person, die auf ihrem Geschlecht basiert, sehr wird positiv oder negativ. Wir nicht nur mit der ADR hat sich gegen Quoten ausgespart, auch die Demokratische Partei hat sich am Prinzip immer gegen Quoten ausgespart. Madame Pulver so den 10. März 2010 herbannen an der Chamber, mit die groß froh sind dann laut Quoten, die so oft an den Mund gehen, die wirklich können ein Allheilmittel sind. Es sollen doch ganz klar, nein. Für was? Man will sie so, wie sie heute gehandhabt gehen, aber wie sie damit auch schon eine Zeit lang durchgestaltet gehen, einfach ineffikaz sind. Ich gebe hier nämlich ein Beispiel, es ist auch schon genannt gehen, es geht nicht nur 50 oder 30% Frauen auf eine Liste zu, wenn sie nicht gewählt gehen. Ich meine, Madame Pulver hat das ganz richtig gesagt. Es geht nicht nur, dass die Quote möchte, auf Frauen auf eine Liste setzt, dass noch immer die Wähler den dezidieren. Aber wenn wir gucken, dass wir bei den letzten Wahlen einen hohen Prozentsatz hat, den höchsten Prozentsatz von über 30% von Frauen auf den Listen, und aber festgestellt und dass nur beim Resultat nicht so viele Fragen gewählt sind, dann beweist das, dass die Quoten nicht ändert unter Situation. Wir nicht nur mit Madame Pulver hat das gesagt, an den Herr Greten hat er gesagt, und zwar 97 war das schon, Herr Präsident, ist die nicht die Frauenbeauftragte von der Demokratischen Partei. Ich weiß aber, dass besonders die weiblichen Members von der Demokratischen Partei sich vis-à-vis von Frauenquoten opposieren, weil sie unwürdig fanden, als Frau ihren Mann nicht mehr können zu stehen durch eine positive Diskrimination. Herr Präsident, die Damen und Herren, wenn wir aber heute gucken, dass die Demokratische Partei diesem Projekt de loi wird zustimmen, da will ich auch noch sagen, dass ein anderer eminent politisch Stamm gesagt wird, Quoten als etwas für die Kei. Und wir sind kein Kei, wir sind Frauen. Aber wenn ihr das dann heute gesagt, dass die Demokratische Partei diesem Gesetz zustimmt, dann versteht der Herr Präsident, dass ich die auch so weder kommentieren will, nach Konklusionen darüber ziehen, als Respekt vis-à-vis von unseren Frauen. Herr Präsident, wenn eine Partei so einen Sinneswandel möchte, wie die Demokratische Partei das möchte, dann muss ihr wissen, dass das der Preis ist von einer früheren, liberalen Partei, wenn sie will, an eine linksideologische Regierung kommen. Herr Präsident, kann man mal gucken, wie viele Frauen dann
bei den letzten Wahlen auf den einzelnen Listen kandidiert haben. Die meisten Frauen haben kandidiert bei einer Kollege von der Grünen Partei, wo 29 Frauen an 31 Männer kandidiert haben und sie hatten dummer eine Quote von 48,3%. Die zweite waren die Linke, die hatten der 21 gegen 32, das war eine Quote von 46,7%. Und dritter Stelle kennt der ADR, 24 Kandidaten entsprechen 40%, der ADR hat 23 Kandidaten. CSV war die feiert mit 19 Kandidaten, und die sozialistisch-erbische Partei hatte nur 16 auf ihre Liste, und das dummer den 5. Platz gelandet. DP hat den 6. Platz mit 15 gelandet, wo aber dann der Beweis wird, dass ob schon DP Nummer 15 Frauen auf ihre Liste hat, sind da aber 4 gewählt, genau nicht dummer den Anfang ohne Quoten auch am Verhältnis zu ihren Mandaten die meisten Frauen an der Chambre. Herr Präsident, wenn ihr guckt, dass Sozialisten auf der 5. Platz mit 16 deputierte Kandidatinnen mit 26,7% leihen, da versteht ihr, dass ein sozialistisch-milistisch, die sicherlich parteiintern Probleme Frauen um für Lösch zu kommen, von denen da muss ein Gesetz machen, für das über den politischen Weg, über das Gesetz durchgesetzt kriegen, was den Frauen an der Sozialistischen Partei selber nicht durchgesetzt kriegen. Und noch wenn heute sozialistische Frauen durch Land und Tour sind mit einer sexistischen Post, wo Logi so geht als Ausrede, dass wir just gewesen für zu provozieren. Ich hätte gerne gesehen, wenn in anderen man so eine Posten-Idee kommen, wie so eine sexistische Post für die Fällen heiß geschlagen hat bei den sozialistischen Frauen. Und da wir sicherlich nicht von einer Provokation geschwärzt, damit da wir das als ein sexistisch auf frech Approach vis-à-vis von den Frauen angesehen sind. Sozialistische Frauen hätten dürfen besser, sie dürfen bei ihrer Parteileitung untreten, an sich so stark machen, dass die Frauen auf Liste kommen, an Platz an so Kampagnen durch Land machen. Es scheint sowieso zu sein, wie wenn an der Parteileitung, wenn ich das richtig interpretiere, von der SAP, nicht mehr Macho sitzen, die keine Frauen wählten, auf Liste nun, weil wenn ich den Rapport von einem Rapporteur lesen, den als ein von den Argumenten abfeiert, für was man Quote muss kriegen, schreibt der Martin Angel an seinem Rapport, l'inscription de quotas dans la loi est à contourner la résistance des dirigeants traditionnalistes masculins des partis. Nicht so geschrieben des partis, wir könnten mit einer Partei hervor, das sind Sozialisten. En forçant la main à des élites récalcitrantes qui font obstacle à l'investiture et à l'élection des femmes candidats. Das ist die Meinung von dem Rapporteur vis-à-vis von seiner Parteileitung für das Gesetz zu kriegen. Sozialisten machen also ein Gesetz, weil sie parteiintern hier Frauen sich nicht durchgesetzt kriegen, vis-à-vis von ihrer Macho-Direktion. Herr Präsident, das ist ein linksideologischen Angriff an die Freiheit von den Parteien und von den Wählern. Das die Partei freigestellt an einem demokratischen Staat, hier Listen so zusammenzusetzen, wie sie es für richtig fanden. Aber wenn eine Partei will, dann sieht man, wir setzen nicht mehr Frauen auf Englisch oder wir setzen nicht mehr Männer auf Englisch, dann muss das der Partei jetzt recht sein. Nur geht gesund, dass sie jetzt recht, sie kann das machen, mehr aber im Korollär, dass sie da kein finanziell Unterstützung gibt. Das ist also ein politischer Angriff an das System von der freien Wahl von den Parteien hier Kandidatenlisten aufzustellen, wie sie will. Und das ist auch ein Angriff an den Wähler sein Recht. Weil kann auch sein, dass der Wähler gibt eine Partei unterstützen, wo nicht mehr Fragen drauf wird, wenn das möglich wird, wenn die ein gutes Programm hat. Mit der Kritik gesund, wir müssen aber mindestens so viele Männer da sein. Sie dürfen zwar, wie gesagt, ein Egelist machen, aber sie kriegen keine finanzielle Unterstützung.
Herr Präsident, mein Auer lebt nicht. Ich kann dir so in der Hütte. 5 Sekunden. Bon, für wer als die Parteien, hier geht es Parteien finden, für wer als Parteienfinanzierung angefordert gehen, mit Parteienfinanzierung als angefordert gehen, für die Unabhängigkeit von den Parteien vis-à-vis von der Ökonomie, vis-à-vis von der Wirtschaftswelt. Das wird lösen. Das verboten gehen, dass die Parteien nach Dauer kriegen, wir können unabhängige Politik machen, und dann sie nicht unter dem Druck oder Zwang oder Hilfe von der irgendwie Wirtschaftszweige muss sich können funktionieren. Und loget das Gesetz missbraucht, für Parteien zu sanktionieren, die nicht so denken, wie eine linksideologische Regierung meint, dass die Parteien müssten denken. Das also stark mit einem Dolch an der Rück von unserer Demokratie, und dafür können wir der Partei das Gesetz nicht stimmen. Auch wenn der Gusti Gras sagt, die PG so etwas nicht an die Statuten, aber mein Herr Gras, der braucht nicht mehr an Statuten anzusetzen, weil der setzt es an Gesetz an. Und dafür brauchen die Parteien nicht mehr an Statuten anzusetzen. Hier geben wir einen Schreck, und ich kann dir sagen, wenn der sollte an die nächste Regierung kommen, dann ist das hier das erste Gesetz, das an den ersten 6 Monaten aufgeschafft wird.